Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Tja, jetzt gucken wir mal, was wir mit dem tollen Ding hier machen können. Reflektierendes Gedöns wollten sie auch noch haben. Kann der Älteste was damit anfangen? Ne, Regenbogenmuschel wollt der haben. Eventuell, ach ja, stimmt, genau. Ich wollte jetzt probieren, ob ich mit dem Fragment von Masamune hier eventuell reinkommen kann. Schauen wir mal, ob ich hier in die magische Höhle damit reinkomme. Offensichtlich nicht, nee. Aber hier sollen sich ja auch Ghule verstecken, laut Dorfbewohner. Jetzt ist die Frage, was ich mit dem Ding anfangen kann. Vielleicht mit Fiona quatschen? Vielleicht bringt das was? Nee, ihren Mann Marco nach wie vor. Das bringt mal leider nix. Nee, schau mal, was ich damit machen kann. Vielleicht hat der Froggy eine Idee. Geh weg, grässliche Unhold. Ach du Scheiße. Hier sind eine Mutante, wie es aussieht. Hilf mir, Frog. Hast du vielleicht eine Lösung für mich parat? Nee. Nee, auch Frog kann mir nicht helfen. Schade. Kann ich ihn auswählen eigentlich? Nö. Schade. Nö. Frog bringt mir nichts. Schade. Schade, schade. Ich habe echt gedacht, er könnte uns eventuell weiterhelfen. Ups, ups. Immer schnell weiter an deine Viecher vorbei. Ups, und raus. Sehr gut. Das habe ich jetzt mal gepackt, ohne irgendeinen Kampf zu triggern. Porree-Stube, Tatas Haus. Eventuell können die hier was anfangen. Aha, da ist er jo. Ich tut mir leid, so ein Froschtyp hat es hier in einem Kaffee verloren. Ich wollte zwar Kaffee, aber als alle mich auf einmal einen Held genannt haben, habe ich dazu keine Lust mehr gehabt. Aha. Nix, du Held. Jetzt ist also raus, ich bin kein Held. Jetzt ist also raus, ich bin kein Held, leider. Hier, nimm das. Du Bengel, ich habe doch gewusst, dass du nur so gedacht hast. Was habe ich da dafür jetzt gekriegt? Der Frosch hat was gegeben. Hat er gesagt? Heldenamulett. Erhöht kritische Rate des Masamune. Das ist ein Accessoire. Krummklinge außerdem noch. Okay. Schauen wir mal. Nee. Wo haben wir dann das Heldenamulett? Da ist doch der Frosch anscheinend der Held. Ha. Okay. Ist der Rotzbengel hier doch nicht der Held gewesen. Also da hätte ich mal echt ins Fäustel gelacht, wenn der kleine Rotzbengel hier wirklich der Held gewesen wäre. Da war mal doch schon von Anfang an klar, dass du was faul ist. So. Gehen wir nochmal hier rein. Und geben das da mal Frosch wieder. Mal gucken, was der sagt. Wieder bist du angekommen. Das Heldenamulett. Ja, und dann hast du eine Knabe gesehen. Denn vermag ich nichts gegen Markus auszurichten. Das legendäre Masamune allein kann Markus schaden. Und ich habe gerechts zu führen. Bitte, geh. Aber hier ist noch was drin. Ah, jetzt erbrochenes Schwert, den von Masamune. Archaische Buchstaben sind eingraviert. Melchior. Ah, Melchior, der Typ aus Medina? Was bedeutet das, Chrono? Tja, das heißt, dass der uns das zusammenbasteln kann. Keine Seele kann heutzutage das Masamune neu schmieden. Tja, heutzutage. Aber in der Zukunft kenne ich da zufällig einer, beziehungsweise in meiner Gegenwart kenne ich da zufällig einer, der sowas kann. Und ich glaube, du solltest mal eine kleine Zeitreise unternehmen. Klim, bim, bam, bum, bam, bam, bam. Das heißt, jetzt geht's erstmal wieder zurück in die Gegenwart, dass ich von dort aus wieder mein Schwert schmieden kann. Und dann geht's wieder zurück in die Vergangenheit. So, die dürfen hier gern Rolli-Fußball spielen. Das ist mir relativ egal. Ah, da kommt wieder einer hinterhergegammelt und ein grüner Imp auch noch. Ein Gift-Imp. Aber die sollten mittlerweile echt kein Thema mehr sein für uns. So, dann kannst sogar du noch fertig machen. Tja, du schlägt er daneben. Und sogar eine stinknormale Attacke von Male macht die mittlerweile platt. Ein kleines Aether und ein kleines Tonic gibt es auch noch dazu.
So, wunderbar. Dann gehen wir hier wieder durch. Und können durchs Portal. Und gehen dann noch Medina. So. Dann sind wir jetzt erstmal wahrscheinlich hier wieder beim Zeitportal. Jawohl. Und gehen hier... Das war das, glaube ich. Oder war es das hier? Ich bin mir nicht so sicher. Mystische Berge, 65 Millionen vor Christus. Ach du Scheiße, das wird auch mal interessant hier mit der Uhrzeit. Nee, das war's nicht. Lenas Platz, nee. Was das hier? Medina, genau. Noch Medina würde ich ganz gern. Aber ich muss sagen, es wird mir immer noch nicht langweilig, das Spiel. Es hat immer noch schöne Herausforderungen. So. Und es wird definitiv nicht langweilig, das zu spielen. Da war Melchiors Hütte, genau. Hier. So, mein Guter. Wie schaut's aus? Ihr seid's wieder, weil ich mal Sammlung sehe. Das Schwert Masamune, wo habt ihr denn das her? Warum ist der Name auf dem Schwert eingraviert? Das ist eine lange Geschichte. Der wollte hören, stimmt's? Na klar, erzähl uns alles über das Masamune. Ist es reparabel? Das könnte möglich sein. Wenn wir einen Traumstern hätten, aus dem das Schwert gemacht ist. Traumstern? Wo kriegen wir denn her? Es gibt einen mehr. Es war ein roter Stern, der Salomons mehr wert war als Gold. Leider ist das sehr lang her. Ich bezweifle, dass er der rote Stern je finden werden. Falls doch weiß Masamune repariere, bist du ihr Behaltensschwert. Wollen wir was kaufen? Oh jo, gucken wir doch mal. Aber ich glaube, wir kriegen da erstmal nichts Tolles Neues. Nee. Derzeit nicht. Wir könnten aber noch ein bisschen Kruscht verkaufen. Goldhelm zum Beispiel. So. Okay. Das heißt, jetzt muss ich wahrscheinlich in die Uhrzeit zurück. Könnte ich zumindest hart drauf wetten, dass wir durch hier müssen. Oder hier ist noch was, oder? Waldruinen. Sieht auch mal interessant aus, da war ich auch noch nicht. Könnte ich auf jeden Fall auch nochmal hier stampfen. Ein Äther Medium gibt es hier. Oh, was gibt's denn hier Schönes? Aber das ist nicht rot. Das sieht man nicht nach dem roten Traumstein aus, den sie hier gesucht haben. Ich denke, da muss ich höchstwahrscheinlich nur zu Lenas Platz wieder zurück. Wie kommen wir dann hier zu Lenas Platz wieder zurück? Das ist auch wieder so froh. Muss ich wahrscheinlich wieder durch die blöde Ruine gehen. Schauen wir mal. Muss ich wahrscheinlich hier wieder durch die eklig Höhle durch. Durch die Heckran-Störgeräuschhöhle. Ach du Scheiße. Also das ist wirklich ätzend, warum auch immer hier die Musik nicht funktioniert. Muss ich gerade mal so sagen. Da geht mir das Messer im Sack auf, wenn ich das sowas schon höre. Boah, ist das ekelhaft. So, da konnte ich dann durch und hier lang. Also ich entschuldige mich auf jeden Fall dafür. Ich weiß nicht, ob das am Emulator liegt, dass der da einfach das Geräusch nicht mehr gescheit machen kann. Oder dass der da das Geräusch nicht zu Musik umwandeln kann. Aber irgendwas in der Art wird es wohl sein. Was dann hier diese Störgeräusche hervorruft. Das ist schon etwas arg ätzend. Ja, springen wir da ins Wasser. Dass hier einfach die Musik nicht dargestellt werden kann. Überall sonst kann sie jo. Warum auch immer. Okay, dann gehen wir wieder zurück zu Lenas Platz. Meine Lieblingsmusik wieder. Ach ja. Dann muss ich höchstwahrscheinlich in die Urgeschichte, wenn es heißt, dass es ewig lang her ist. Vermute ich doch sehr stark, dass man das Schwert nur dort repariert kriegen. Auf der anderen Seite, ich habe gar nicht probiert, im Schrank selber nochmal ins Portal durchzugehen. Na egal. Mystische Berge 65 Millionen. Dann muss es wohl die Gegend sein, die wir uns angucken. Das ist jetzt hier meine Gegend nach Wahl. Okay. Ach du Scheiße. Die sind grün und schuppig.
Was sind das für Viecher? Oh, ziemlich aggressiver, wie es aussieht. Reptit. Und offensichtlich reicht es dann die zu Killer. Luca, auch nochmal drauf, bitte. Chrono, kümmere dich um die. Okay, sie treffen zumindest nicht. Oh, und wenn, dann machen sie gut Schade. Alter. Oh, scheiße, die können Eischläfern. Das ist nicht so gut. Chrono, macht den bitte platt. Alter Falter, also die sind anscheinend nicht so schwach wie gedacht. Gewitterleid. Dann drauf auf den. Wieder einer wendiger. Und noch einer. Also die Urgeschichte scheint hier auch von starken Wesen bevölkert zu sein. Aber die gibt es auch noch in der nahen Vergangenheit. Und ich glaube, die gibt es auch noch in der Gegenwart, diese Viecher. Rotblatt, das ist doch schon mal ein gutes Indiz. Alter! Sie sind in der Überzahl. Was soll man machen, Chrono? Huch! 65 Millionen hat es anscheinend auch schon irgendwelche Zivilisationen gegeben. Oh, die ist aber tough. Wer ist die Frau? Oh je, das war's dann wohl. Okay, wir machen mal eine Kombi. Feuerwirbel mal auf die Gegner. Ich mag es einfach mal ausprobieren. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Vielleicht kommen wir ja mit Zauber hier ein bisschen weiter als mit physischer Angriffe. Ja, ich denke schon. Das sieht gut aus. Den letzten Hansel können wir dann nochmal so mit unserer normaler Angriffe besiegen. Und zack. Chrono pennt jetzt leider. Aber ich denke, den kriegen wir jetzt auch nochmal so zu zweit fertig. Autsch. Oh, nochmal drauf und Wetter. Perfekt. Puh. Luca wird wieder aufgestuft. Und jetzt? Ah, kommt die Frau wieder zurück. Was willst du? Ach Gott. Chrono. Du stark, wie dein Name? Chrono, ja, guter Name. Ich. Ayla. Ich Ayla starke Leute möge, also auch Chrono. Geh weg von ihr, Chrono. Ich denke, sie mag dich, Chrono. Ja, auch stark. Ayla bewundern starke Leute, Männer und Frauen. Puh. Aus welcher Arschtal sind die getürmt? Chrono, woher kommen? Wie erklären wir das bloß? Wir sind von lang nach dem Tag noch morgen. Ihr lustig, Ayla lustige Leute möge. Es hat keinen Sinn. Kommt ins Dorf, wir retten und essen, tanzen, essen, Spaß. Im Prinzip gern, aber wir sind hier, um den Traumstell zu suchen. Viele Steh, hier, dort im Dorf, ihr viele nimmer. Komm, Chrono, Jorka-Dorf hier entlang. Ach du Scheiße. Also ja, die wirklich hellste scheint sie nicht zu sein. Aber was er will, man erwarte 65 Millionen vor Christus. Da kann man jetzt nicht gerade so mit der absolute Ultra-Brains rechnen. Insofern, das passt schon. Aber die Gegner hier sind nicht zu unterschätzen. Ah, da geht's zu unserem Portal dann wieder. Und da müssen wir dann wohl entlang, um aus dem Dorf rauszukommen. Aus der Schlucht rauszukommen. Ja, da ist sie wieder. Die Höhle Fra. Ein Berserker habe ich noch erhalten. Huch. Was ist dann ein Berserker? Gerade mal gucken, ist das hier was? Ja. Autoangriff, mehrere Attacken und Verteidigung. Ja, ist jetzt auch gerade so berüchtigt. Da können wir nochmal gegen die Reptiloide hier noch
Sprinter. Ist eigentlich auch so ein Quatsch, dass Dinos und Menschen gemeinsam leben. Also, ne? Rein historisch gesehen ist es absoluter Murks. So, wieder drauf. Aber ich würde sagen, ich warte jetzt nochmal auf Annie, die noch mit kann, und dann machen wir hier Combo-Attacke. So. Combo, machen wir wieder einen Feuerwirbel. Und zwar hier schön für alle. Und dann kann sie nochmal Aura auf Luca wirken. Ja, das sieht doch gut aus. Die 3 sind schon mal futsch. Und dann auf das andere Tier noch. Ja, ja, Bunga Bunga hier in der Uhrzeit. So läuft das. Zack, und weg ist er. Okay, ein Horn habe ich noch gekriegt. Was macht dann das Horn? Gerade mal gucken. Horn, ein Objekt. Kann ich nichts mit anfangen. Kann es irgendjemand so tragen, oder? Nö, ist einfach nur irgendein Objekt. Na gut. Dann hinterher. Huch. Ah, diese Katzeviecher. Kilvala heißen die. Die scheinen ja wohl auch uralt zu sein und haben sich seitdem nie verändert, die Viecher. Also die gibt es anscheinend schon seit 65 Millionen und 1000 Jahren. Nee, Moment, die gab's doch auch. Gab's die nicht auch noch in der Zukunft 2300? Also die gibt's auf jeden Fall schon seit der Urzeit anscheinend, diese Viecher. Huch. Ah, 2 Sprinter wieder. Chrono, warte mal auf ein Doppel. Dann können wir nämlich noch hier der Feuerwirbelmacher. Und... Ach, nur Enna hat's getroffen, warum auch immer. Das finde ich jetzt etwas skurril. Ich meine, das Vieh war ja total im Radius drin. Naja, egal. Machen wir es halt nur per Hand fertig. So, zack. Aber ist eigentlich auch nur logisch, dass diese Biester halt ziemlich harte Schuppe haben. Dass die physische Attacke doch nicht so viel ausmachen, wie wenn man sie jetzt mit Elemente attackiert. Und truffende Wetter. Und weg ist er. So. Schön. Oh, hier wieder so ein paar Kätzler. Aber die lassen wir mal in Ruhe. Gegen die habe ich ja eigentlich nichts. Uiuiui. Also so hat das vor 65 Millionen Jahren hier ausgesehen. Ziemlich urzeitlich. Die Berge sind gigantische Canyons. Und jede Menge Urwald gibt es hier noch. Hier komme ich aber nicht durch. Nee. Da muss anscheinend auch irgendwo ein Durchlass geben oder hier. Nee. Da muss der Durchlass wohl da offen sein, im Norden. Und die Siedlung wird wohl in der Höhle hier drin sein, in dem kleinen Berg. Beziehungsweise in dem, ja, ziemlich großen Berg eigentlich. Was ist da noch? Nix. Da ist noch Lava. Ah ne, da ist die Siedlung. Ich sehe sie. Aber da kommt man auch noch, wo hier in den Wald. Und das ist die Siedlung, wie sie aussieht. So. Jokka-Hütte. In den Wachposten komme ich aber nicht rein. Ja. Die kennen wir ja noch vom Lenas Platz. Ihr Reptite, ich euch schlache. Reptite, schuppig und ein kaltes Blut. Schwer zu schlagen. Ja, so sieht's aus. Und was sagst du nochmal? Süßes Wasser trinke, durch stark wäre. Ja, klar. LP und MP wiederhergestellt. Ein riese Fleischkeulebrot noch überm Feuer. Aber ich muss sagen, das gefällt mir auf jeden Fall besser als 2300 nach Christus. Du Brot auch nochmal gigantische Fleischkeule. Chefhütte, nördlich von Dorf. Okay, und du? Ja, seltsame Felle-Drache. Schöne rote Stelze hier. Chef hat ihn. Ja, natürlich. Wer auch sonst. Wenn einer schöne Sache haben darf, dann wohl der Chef. So.
Wie sieht es dann hier aus? Das wird wohl der Dorfplatz sein, ja. Treffpunkt. Chefhütte. Gehen wir doch zuerst mal hier in die normale Yoka-Hütterei. Uiuiui. Gewitter, schlecht für Saurier, du wissen? Jetzt anscheinend schon. Mit dir retten wir gleich. Leuchtenden Stein tauschen? Tonic. Ja, okay, die haben nichts Besonderes Interessantes hier für uns. Hier Tauschhaus, viele Dinge handeln. Rotblatt, Zahn, Horn und Vetter in Jagdrevier zu finden. Bei Regen neue Monster erscheinen. Okay. Ihr fremd, gute Sache haben. Chef, nicht okay, nicht handle. Gewitter erleid. Und was haben wir denn hier in der Chefhütte? Aha, da ist hier unsere Freundin, unser neue. Ist sie der Chef oder was? Schauen wir doch mal. So, wie schaut's aus? Gut, komm mal, Chrono, bald Nacht und bereit für Feier. Los, Chrono. Ja. Oh, okay, ist doch jetzt schon. Alle Zuhörer, neue Freunde hier. Starker Mann. Chrono. Freunde von Chrono, Male, Luca. Unga. Jetzt wir tanzen. Okay, hier kann ich mich jetzt auch wieder frei bewegen. Chrono, esse, singe, tanze. Alle hopp, überrett. Los, Chrono, feier mal. Och, was ist denn das für einer hier? Gute Musik, wir Generationen weitergeben. Ja, das gibt's auch schon 2000, gibt's auch schon 1000 nach Christus wieder die Musik. Auf Lenas Platz. Okay. Und was ist mit dir? Ja. Immer noch selber. Du? Na. Du. Na, das hat es selber. Du hier? Kino ist ja noch. Ihr Fremde, aber Eila feiern. Warum? Und du hier? Uga bunga munga Meute, Tanz nach Windleute. Alter. Felsenleute auch noch. Singt und tanzt ganze Nacht. Windleute. Felsenleute. Okay, und die hockt und da und lacht sich der Arsch ab, hier die Maler. Und? Das ist fantastisch, ich will auch tanzen. Okay, macht sie mit? Kann ich da jetzt auch irgendwie? Nö, anscheinend nicht. Was macht Luca? Ja, da kann ich auch nicht reingucken. Die tanzt anscheinend auch so ein bisschen für sich. Chrono, du musst Poi probieren. Ach ja, komm, machen wir mal. Sag bloß, du hast Schiss los auf Ex. Ach Gott, die ganze Schüssel runtergepumpt. Okay. Und mit dir? Chrono, versuche Spezial Uhrzeit Wildschweinsuppe, richtig lecker. Ayla kämpft Reptite. Ihr Chef Azala Hese, sehr gerisse. Alle in Jockerdorf kämpfen. Wer nicht ins Laruba-Dorf gehe, denn wie so Dorf ist immer Verstecke. Ayla will zerstöre Jokka, Azala will zerstöre Jokka und Laruba. Aber Ayla nicht verliere, erst wenn Ayla tot aufgebe. Genug. Chrono heute treffe, guter Tag, esse, feiern, singen, tanze. Ah, hopp. Und hier auch hoch kann ich auch noch nicht. Dann würde ich ja mal sagen, wir sehen uns morgen wieder, weil ich jetzt hier meinen Cut mache zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder in der Uhrzeit. Euer Yankee.